Wir sind im wunderschönen Barcelona und wir können den neuen Seat Ateca fahren. Und die Seat-Mitarbeiter hier vor Ort haben uns alles Insider-Tipps gegeben, die wir hier in Barcelona entdecken können. Und das gehen wir zusammen anschauen. Ja, ein weiterer Insider-Tipp von Barcelona ist der Torre Baró. Da hat man so eine coole Aussicht und ist wirklich überhaupt nicht touristisch. Und ja, schauen Sie am besten selber an. Es ist echt ein wahnsinnig unglaublich schönes Abendlicht da, findest du? Mega schöne Aussicht! Wuhu! Schau mal! Und wir treffen den Ivo. Er ist ein guter Freund von uns und wohnt seit 3 Jahren hier in Barcelona. I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. Vamos! Also, soll ich euch so ein bisschen durch die schönsten Gäste führen? Ja, Gerne, ja. Okay, kommen wir mal mit. Ist dein Lieblingsquartier, Ivo, hier in Barcelona? Ja, super zum Ausgehen, zum Trinken. Also am Tag gibt es mega schöne Gäste. Schöne Läden, Designer-Läden, Foodstores. Okay. Und Elbon ist auch einer der Insider-Tipps, die uns von Seat-Mitarbeitern geben. Elbon hat ganz viele herzige Gäste. Bist du noch nie rein gewesen, oder? Das. Gracias. Mir läuft alles runter. Hier, Parque de la Ciutadella. wir sind jetzt gemütlich am Strand etwas knabeln. Wir sind unterwegs, und zwar auf der Tibidabo. Da haben wir eine wunderschöne Aussicht über ganz Barcelona. Und wir werden jetzt den Sonnenuntergang schauen. Wir hoffen, es gibt einen schönen. Es ist der beste Platz zum Sonnenuntergang zu schauen. Ja, haben das gehört, so ist es. Und ja, hinter mir sitzt noch Karin im Auto. Karin arbeitet für Seat Schweiz und sie begleitet uns heute ein bisschen durch Barcelona. Der Ferran hat uns den Restaurant-Tipp gegeben und das Restaurant ist nicht mal angeschrieben. Ja, das Restaurant heisst La Cova Fumada und hey Leute, das ist so cool. Das Lässige ist, das ist mitten in Barceloneta, das ist eher so ein bisschen schick da. Und das ist eines der letzten richtig ursprünglichen Restaurants da. Und ja, es sieht einfach super aus und wir freuen uns richtig aufs Essen.
Das Essen war wirklich sensationell. Das ist ein authentisches Restaurant von Barcelona. Das beste Essen, das wir hier in Barcelona hatten. Der Tintenfisch ist einer überhaupt von der besten, den ich je gegessen habe. Also da hingehen und nicht irgendein schickimicki-Restaurant. Da ist das wahre Barcelona versteckt. Morgen um 5 Uhr sind wir fast aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu schauen. Und es ist ein Geheimtipp, ein weiterer Geheimtipp. Und die heißen Bunkers. Und wir hoffen, dass wir einen schönen Sonnenaufgang sehen, obwohl es ein bisschen bewölkt ist. Ich laufe jetzt gerade da und hoffe fest, dass sich das Aufstehen gelohnt hat. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. Es ist wirklich ein super Ort, um die ganze Stadt zu überblicken, schöne Sonnenaufgänge oder Untergänge anzuschauen. Aber wenn ihr ein bisschen Platz habt, ist es wahrscheinlich am Morgen viel, viel besser als am Abend, weil da ist es recht crowded schon. Ja, ich hoffe, euch hat unser Barcelona Insider gefallen. Wow, Kamera, tschüss! Nein, es ist nicht da. Ja, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, etwas kommentieren. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und könnt das Video teilen, wenn es euch gefallen hat. Verratet uns euer liebster Ort in Barcelona. Das würde uns mega wundern. Genau, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Barcelona! Barcelona. Let us live tonight.